أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Zuerst mal wieder danke dafür, dass ihr dem heißen Wert trotzdem so zahlreich erschienen sind. Das ist nicht selbstverständlich. Und das weiß ich zu schätzen. Und inshallah werde ich dem auch gerecht, dass ich euch heute etwas erzählen kann, wo ihr etwas mitnehmen könnt. Heute möchte ich gerne über eine Sura reden, die wir am Tag einen Haufen Mal rezitieren, also eben schon einen ganzen Haufen Mal rezitiert haben. Und wo wir sicher alle denken, wir wissen, worum es geht, wir wissen, was es auf Deutsch heisst. Also sprich, es ist Surat al-Fatiha. Und zwar möchte ich das anhand von einem Hadith machen. Und ja, da werden wir vielleicht entdecken, dass es noch viel schöner ist, als wir denken. Also, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanir rahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir rahim, Malik yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladina an'amta alayhim, Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Also, Surat al-Fatiha, wie oft tun wir das am Tag rezitieren? Weiß gerade einer eine Zahl? Also mindestens 5 Mal. Mindestens, das allermindeste, wenn wir jetzt weiter zählen würden. Mindestens sind wir jetzt einfach noch eine höhere Zahl, wenn wir natürlich noch extra Gebet machen, noch mehr machen, auch außerhalb vom Gebet von Salah, die Surat al-Fatiha rezitieren. Also, wir tun sie sehr häufig rezitieren. Es ist vielleicht die Sura, die am meisten rezitiert wird. Sie ist in jedem Salah, also wenn ich Salah sage, meine ich das rituelle Gebet. Das, was wir 5-mal am Tag machen müssen, was Pflicht ist. Wieso sage ich nicht Gebet? Wieso sage ich Salah und nicht einfach das Wort Gebet? Gebet ist allgemein, alles andere auch. Gebet ist allgemein, richtig. Gebet, jetzt, also islamisch fachspezifisch gesehen, würde man dem Dua sagen. Also es gibt eigentlich 2 Gründe. Der eine ist, wenn ich mit Nicht-Muslimen rede, dann werden die unter Gebet etwas anderes verstehen. Wenn ich sage, wir tun 5-mal am Tag beten, dann sagt er, ja, ich tue auch beten. Aber wir machen natürlich nicht das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche. Also, wenn ich jetzt von meinem Gebet rede, das ich 5-mal am Tag mache, und der andere denkt, aber ich rede jetzt von seinem Gebet, dann gibt es immer Verwechslung. Das heisst, es gibt immer Missverständnis. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, wenn wir mit Nicht-Muslimen reden, dass wir ganz klar die Unterscheidungen machen. Nicht, er ist schlechter, ich bin besser, es geht nicht um das, sondern wir müssen wissen, über was wir reden. Wenn alles gleich tönt, dann hat er das Gefühl, ja, das ist genau das Gleiche wie bei uns. Also, wieso soll ich überhaupt eine Religion lesen? Was ist überhaupt der Unterschied zwischen Christentum und Islam, wenn dann doch alles gleich ist? Es gibt ganz viele so Dialoggespräche, wo ich habe zumindest das Gefühl, am Schluss immer auf das rauslaufen. Eigentlich sind wir uns ganz ähnlich. Also wir können das gut verstehen, wir sollten das gut verstehen. Sitzen wir zusammen, trinken wir Kaffee und alles ist gut. Dass wir uns gut verstehen, so das kann schon sein, das hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Aber ich denke, es ist eben wichtig zu zeigen, es gibt einen Unterschied. Den Unterschied müssen Sie begreifen. Nur dann können Sie überhaupt einen Ansporn haben, beziehungsweise einen Anreiz, die Religion zu ändern. Oder eben zur wahren Religion zu kommen. Wenn Sie das Gefühl haben, es ist genau das Gleiche, dann können Sie auch Christ bleiben, das spielt sicher eine Rolle. Mit dem wollte ich jetzt nicht sagen, dass wir können sagen, du kommst in die Hölle und ich komme ins Paradies. So, das geht nicht um das. Wir können niemandem sagen, du kommst in die Hölle, weil das wissen wir schlussendlich nicht. Wer ins Jahannam kommt, weiß Allah. Allah einem. Im Koran steht ganz klar, also im Koran werden die Leute, die ins Jahannam und ins Jannat kommen, beschrieben. Und zwar mit Charaktereigenschaften. Und da kann man sagen, wenn einer fragt, komme ich denn in die Hölle? Dann kannst du sagen, ja, wenn du die und die und die Charaktereigenschaft hast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du in die Hölle kommst. Aber eine definitive, feste Aussage machen wir nicht, weil das können wir nicht wissen. Das kann sein, dass der heute ein Christ ist oder ein Atheist oder was auch immer, jemand, der an nichts glaubt oder der den grössten Irrglauben hat. Und morgen ist der bessere Muslim als wir alle zusammen. Das kann sein, das können wir nicht wissen. Das Gleiche ist aber auch umgekehrt möglich. Heute können wir
ganz gute und ganz tolle Moslems sind und morgen passiert das irgendetwas, und inshallah wird das nicht kommen, aber man macht einen Kufr und ist los. Oder man macht einen Kufr ohne es zu merken. Es gibt manchmal Sachen, wo du sagst, also einen Kufr, wo du aussprichst und du bist aus und weißt es gar nicht. Und wenn du nicht regelmäßig den Iman erneuern oder erfrischen, also auffrischen, dann kann es sein, dass du einfach ein Muslim bist und weißt es nicht einmal. Das ist also auch möglich. Also da müssen wir uns sehr stark darauf achten. Also zum einen beim Verurteilen, also wir sollten eigentlich gar nicht verurteilen, weil das ist auch nicht unser Job. Zum Glück nicht. Sagt man immer wieder, ich bin so froh, muss ich nicht entscheiden, wer woher kommt, weil das ist eine riesengroße Bürde, das ist gar nicht so einfach. Also ich würde das auch gar nicht wählen. Und zum Glück ist es eben auch gar nicht unser Job. Unser Job ist, wenn uns jemand etwas fragt, antwortet es so gut wie möglich. Wenn einer unbedingt will ins Paradies kommen, wenn einer will ins Jannat kommen, dann ist die beste Wegleitung dazu der Koran. Weil es ist die von all den Büchern, die Allah oder der Schöpfer gesendet hat, ist es die letzte, also ist es die aktuellste. Das ist das letzte Update, oder? Und dann muss man sich also an das halten, dann kommt man sicher dorthin, wo man will. Ist das der einzige Weg? Allahu Alam, vielleicht gibt es auch andere Wege, die ins Paradies führen. Rein theoretisch kann ich das nicht ausschließen und Allah sagt im Koran auch nicht, es gibt keinen anderen Weg. Aber der Koran bzw. der Islam, das ist der sicherste Weg. Wenn wir auf dem Weg bleiben, wenn wir also die Regeln halten, dann haben wir eine gute Stütze, haben wir einen guten Wegleiter, dann haben wir etwas, woran wir uns festhalten und wissen, solange wir uns an dem Seil festhalten, sind wir vom richtigen Weg. Also muss ich keine Angst haben, dass ich vielleicht den Weg doch nicht finde. Aber wenn ich irgendwelche Wege gehe, die so verrenkt sind, so, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich verlaufe oder verfahre, eben schon relativ groß. Also wenn ich noch jemanden anfahren will, wo ich noch nie war und ich habe ein Navi im Auto, dann wieso soll ich das Navi nicht anschalten? Dann tue ich die Adresse im Navi eingeben und dann bin ich sicher, ich komme richtig an, weil ich weiss, der das Navi gemacht hat, die Karten, die stimmen. Also ich bin überzeugt davon und dann folge ich dem. Natürlich kann ich den Ort finden ohne Navi. Ja, aber dann geht es vielleicht eine Stunde länger. Aber vielleicht lande ich ganz woanders, oder? Okay, also Salah ist das rituelle Gebet, das wir 5-mal am Tag machen. Wieso rituell? Weil es eben nicht das Gebet ist, das wir einfach machen können, wie wir wollen. Es hat verschiedene Arkan, also verschiedene Pflichtteile. Ohne die geht das nicht. Also wenn eines von diesen Pflichtteilen fehlt, dann ist das ganze Salah theoretisch ungültig. Es kann sein, dass Allah Ta'ala das trotzdem annimmt, in seiner Barmherzigkeit, kann sein, aber rein theoretisch wäre die Pflicht ist nicht erfüllt, oder? Das ist, wenn du in der Abschlussprüfung 3,5 hast, aber der Lehrer sagt, komm, du bist das ganze Jahr so gut, ich gebe dir trotzdem einen 4er. Aber eigentlich hättest du einen 3,5er in der Prüfung. Aber er rundet irgendwie das so, dass du am Schluss doch ein 4er bekommst und kommst durch. Also Allah Ta'ala hat die Möglichkeit, die kann er bei jedem anwenden, oder? Und auf das dürfen wir und können wir auch hoffen, dass Allah uns verzeiht. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich alles so richtig wie möglich versuchen zu machen. Wir haben 12 Pflichtteile in dem Salah und wenn wir die nicht machen, dass wenn nur eins von diesen Pflichtteilen nicht erfüllt ist oder nicht gemacht ist, dann ist das Gebet nicht erfüllt. Heute wollte ich nur über 2 reden. Das eine tue ich nur ganz kurz reden, weil das bei den Jungen vor allem immer noch sehr viel passiert. Also eine der Pflichtteile ist, dass die Aura bedeckt sein muss. Aura, das heisst, das ist das Gebiet beim Mann jetzt, wo nicht ein anderer Mann oder eine Frau nicht sehen darf. Das wäre gemäß hanefitischen Rechtsschule ist das also inklusive Kniescheiben bis und mit Bauchnabel. Wenn ich jetzt also so frage, dann weiß das jeder. Was man aber vergessen ist, dass die Aura nicht nur vorne ist, sondern auch hinten. Das heisst, wenn ich sage, das Gebiet zwischen Bauchnabel und Kniescheibe muss bedeckt sein, dann denkt man immer nur mal vorne, aber es muss auch hinten sein. Also wenn ich jetzt einen Bauchnabel hier habe, dann wäre hinten, denke ich so da. Und von da bis zu Knie. Und jetzt gibt es sehr viele, die haben das sicher auch schon gesehen, wenn sie sich im Salat bücken, geht das alles auf. Teilweise sehr weit, teilweise weniger weit, aber es geht auf. Wenn man nachts die Haut sieht, hier hinten, ist die Aura nicht bedeckt. Dessen Gebet ist nicht gültig, weil er hat eines von diesen 12 Pflichtteilen erfüllt. Was noch viel schlimmer ist, wenn ich jetzt hinter dem stehe und das sehe, ist meins auch nicht gültig, weil ich es gesehen habe.
Weil das Sehen ist eben auch verboten. Ich sollte ja nicht schauen oder sehen. Leider sind wir nicht so, also eher vielleicht schon, aber ich nicht so mit Huschu in dem Salat, dass ich das nicht sehen würde. Rein theoretisch, wenn man wirklich das Salat so macht, wie es sein sollte, würden wir es wahrscheinlich nicht einmal sehen. Aber wie der meiste ist es so, dass man es sehen. Das heisst, wenn einer sich verbeugt, der Rücken geht auf und eben teilweise sieht man wirklich dann sehr viel, ist das Gebet für den, der es gemacht hat, nicht gültig und für den, der es gesehen hat, auch nicht. Also inshallah tut Allah uns das verzeihen und die Gebet trotzdem annehmen. Das andere, und das ist eigentlich das Thema von heute, von diesem Pflichtteil ist Qiraat. Qiraat heisst Rezitieren von Koran. Koran ist nur dann Koran, wenn es als arabischer Laut aus unserem Mund rauskommt. Das heisst, ich muss im Salat in jedem Rekat mindestens eine Sure rezitiert haben. Damit ich das gemacht habe, muss es als Arabisch sein. Also ich kann das nicht in irgendeiner Sprache machen, das muss Arabisch sein. Und damit es als Koran gilt, muss es als Laut aus dem Mund kommen. Das heisst nicht, dass ich jetzt das ausschreien muss. Also wenn wir jetzt beim Asser zum Beispiel, wir müssen ja nicht laut sagen, aber es muss eben trotzdem, es muss so, dass es nur du hörst, aber nicht innerlich aufsagen. Also wenn ich jetzt nur, also das Mund ist zu und ich einfach innerlich jetzt die Fatiha rezitiere, das gilt nicht. Weil dann ist es nicht Qiraat gewesen. Weil die Definition von Koran, das werden wir dann sehen, wenn wir das Thema Koran genauer anschauen, ist wirklich, dass es als Laut, also als Vokal, als ein Laut muss aus dem Mund rauskommen sein. Und es gibt immer viele, die das nicht machen, also die ganz leislich rezitieren, das wäre eigentlich nicht gültig. Also es muss aus dem Mund rauskommen als ein Laut. Und gemäß dem Hadith vom Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam hat er gesagt, es gibt kein Salat ohne Surat al-Fatiha. Deshalb sagen viele, dass Qiraat, wo ja ein Pflichtbestandteil vom Salat ist, dass dort eigentlich Surat al-Fatiha gemeint ist. Das heisst, Fatiha ist ein absoluter Pflichtbestandteil vom Salat. Und alle Rechtsschulen sind sich dort auch einig, man könnte das auch alle rezitieren. Also es gibt kein Salat, kein Rekat, wo man keine Fatiha würde rezitieren. Habe ich vorher gesagt, mindestens 5, das ist ja falsch gewesen. Ja, okay. Ja, also wenn ich Sachen falsch sage, dann ist es an der Hitze. Und ich habe ja 5 mal 4 mindestens, also muss ja, bei jedem Rekat muss ich Fatiha rezitieren und im Dings haben wir natürlich nur 3 und am Morgen noch 2. Okay, das 5 ist falsch gewesen. Also, weil jetzt das Fatiha so wichtig ist, macht es einfach Sinn, dass wir das wirklich begreifen, dass wir wissen, was wir sagen und dass wir uns vielleicht auch bewusst sind, was passiert, wenn wir die Surat al-Fatiha rezitieren. Es gibt einen Sahih Qudsi, ein Hadith Qudsi, ich hoffe, wir machen nicht so viel Fehler die ganze Zeit jetzt, also nicht ein Sahih Qudsi, sondern ein Hadith Qudsi, wo ja natürlich auch ein Sahih Hadith ist, wo vom Ebu Huraira überliefert worden ist. Vielleicht zuerst noch, wisst ihr, was ein Hadith Qudsi ist? Was macht ein Hadith zum Hadith Qudsi? Vielleicht zuerst mal ganz kurz, also wir können das nicht verteilen. Was ist ein Hadith? Einem das abschreibt, was passiert ist. Das ist jetzt ein bisschen ungenau formuliert, also ich denke, ich weiß, was du meinst. Also eine Überlieferung über etwas, was unser Prophet Muhammad gesagt hat, gemacht hat oder unter Umständen eben auch nicht gemacht hat. Also wenn er sagt, er hat das nicht gemacht, dann wäre das auch. Also einfach Überlieferungen von unserem Prophet Muhammad. Hier gibt es natürlich verschiedene Sicherheitsgrade, also verschiedene Stufen, wie sicher man ist, dass der Hadith auch wirklich so gesagt worden ist. Aber das sind Hadithe. Die sichersten Hadithe, die wir haben, das sind die Sahih-Hadithe, die sind gesammelt in den 6 Sahih-Büchern, in der Kutub al-Sitte. Hauptsächlich also die bekanntesten Bukhari und Muslim. Aber ein Hadith Qudsi ist ein Hadith, wo, also jeder Hadith fängt immer an mit, ich habe gehört, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, das. Also fängt immer an mit Muhammad sagte. Und ein Hadith Qudsi fängt an mit Muhammad sagte das
Allah sagte. Also ein Hadith Qudsi ist fast schon wie eine Ayah. Also ein Hadith Qudsi ist ein Hadith, der von Allah kommt, Allah Ta'ala kommt, aber einfach über den Prophet Mohammed, aber nicht im Koran ist, also es ist keine Ayah. Aber der Inhalt kommt von Allah. Ein Hadith, irgendein Hadith, wenn jetzt der Prophet sagt, zum Beispiel eine Safa min al-Iman, also die Sauberkeit kommt vom Iman, dann ist das nicht direkt, dass jetzt Allah zu ihm sagt, sag jetzt den Leuten das, Sauberkeit kommt vom Iman, sondern das hat er vielleicht selber abgeleitet aus den Hadithen oder vielleicht selber aus anderen Orten jetzt hat er das als wahr und richtig empfunden und sagt das. Ein Hadith Qudsi aber wäre so, dass Allah ihm jetzt sagt das. Genauso wie bei der Ayah. Bei der Ayah sagt Allah dem Prophet genau, es wird um das eingehen, auf verschiedene Arten. Und dann sagt er eigentlich das, was Allah will. Der Unterschied zwischen dem Ayah und dem Hadith Qudsi ist der, dass beim Ayah auch der Wortlaut direkt von Allah kommt. Also wenn eine Ayah heißt Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dann hat Allah das genau so Geschichte und genau so hat es gesagt, also genau in diesem Wortlaut. Wegen dem dürfen wir im Koran auch nichts verändern. Wir dürfen das nicht irgendeinen Satz nehmen und anders formulieren. Also wir müssen es 1 zu 1 übernehmen, sonst ist es nicht mehr im Koran. Während beim Hadith Qudsi nur der Inhalt von Allah kommt, aber die Formulierung im Prophet freigelassen worden ist. Das heisst, ein Hadith Qudsi könnte ich also auch sinngemäß übergeben und wäre richtig. Also dort geht es nicht darum, dass man genau die gleichen Worte benutzt, wie die Wortwahl so nicht von Allah gekommen ist, sondern der Inhalt von Allah, aber die Wortwahl vom Prophet Mohammed. Aber sonst ist es also ein Hadith Qudsi, also etwas, das direkt von Allah kommt.